Das Video hat noch nicht mal angefangen und ich sehe schon wieder alle Kommentare von euch. Was hat ich jetzt wieder für eine Brille an? Also ist ja nicht all dein Problem oder so, ist einfach nicht mein Geschmack. Freundinnen von draussen, herzlich willkommen zu dem neuen Video. Heute beantworte ich eure Fragen, die ihr mir auf Instagram gestellt habt. Darum würde ich sagen, fangen wir an mit der ersten Frage. Let's go. Wieso heissest du Adrian? Das liegt daran, dass ich leider alle anderen Namen auf der Welt einfach nicht bekommen habe. Wie viel Geld bekommst du für ein Video? Wie viel verdiene ich mit einem Video? Das ist eine gute Frage. Ich habe das noch nie auf YouTube gesagt, wie groß so meine Einnahmen auf YouTube sind. Ich mache es jetzt mal am Beispiel vom letzten Video, vom Musikvideo vom Lil Toro. Dort haben wir einen Tag Song aufgenommen, einen Tag das Video gefilmt, einen Tag geschnitten. Das heisst insgesamt ein Aufwand von 3 Arbeitstagen. Und für das Video haben der Can und ich zusammen, also weil der Can hat ja auch dran geschafft, unglaubliche 30 Franken verdient. Ja, Selbstständigkeit läuft gut. Was ist die Rückzugsart, wenn du mal vor allem die Schnauze voll hast? Der Wald. Ist es schwierig, sich in der Schweizer YouTube-Szene einen Namen zu machen? Ich muss ganz ehrlich sagen, in der Schweizer YouTube-Szene ist es wirklich nicht so schwierig, um sich einen Namen zu machen, weil zum Beispiel der Maelo hat es ja auch geschafft. Seit wann kennst du Maelo? Ich weiß nicht genau seit wann, ich weiß nur, dass es viel zu lang ist. Sehr gut, ja. Was machst du auf Tinder? Ich mache auf Tinder tatsächlich eine gesellschaftspsychologische Umfrage zum Datingverhalten zwischen Männli und Weibli. Ich bin also nur auf Tinder aus rein wissenschaftlichen Gründen, nicht aus privaten Gründen. All the Swiss people, you know, he's a TikToker. Hast du selbstständig sein überschätzt? Für die Leute, die es noch nicht wissen, das, was ich hier gerade mache, das ist mein Job. Ich mache neben dem wirklich nichts anderes. Ich mache YouTube, TikTok, Instagram, kann man das zählen, Twitch und schaffe noch 10% beim SRF. Das heisst, ich bin selbstständig und ich muss wirklich sagen, dass ich mich, glaube ich, recht gut auf die Selbstständigkeit eingestellt habe. Das liegt einerseits daran, dass meine Mom selbstständig ist, mein Vater selbstständig ist. Darum ist das vielleicht ein bisschen besser gegangen. Aber irgendwie auch habe ich mir gesagt, ey, wenn ich selbstständig werde, dann muss ich hustlen, dass es funktioniert. Und ich bin jetzt immer noch mega viel am Arbeiten. Darum, ich habe es nicht unterschätzt, ich habe es nicht überschätzt, aber ich bin auf jeden Fall fett am Hustlen, Bro. Du musst jetzt mal hustlen, du kleiner Drecksack. Was hast du schon immer werden? Ich habe tatsächlich schon immer ein guter YouTuber werden, habe es bis jetzt aber noch nicht geschafft. Was denkst du, wie viele Kinder wirst du mal haben? Wenn ich irgendwann in meinem Leben eine Freundin finde, dann wahrscheinlich so 1 oder 2 Kinder, I guess. Und die Kinder, das kann ich jetzt schon sagen, werden den niceste Style haben, Bro. Kannst du Triple Back? Nein. Kommt irgendwann wieder ein Lied vom Lil Toro? Nein. Wärst gern Bundesrat? Nein. Warum tust du nicht wieder Maelo bei den Deutschen Fame holen? Das ist eine gute Frage und ich mache das nicht, weil ich es im Gegensatz zu Maelo einfach nicht nötig habe. Die ist so abgehoben. Wann gibt es einen neuen Die Different Drop? Es wird mir jetzt eh keiner glauben, aber ich will seit der letzten Kollektion eigentlich eine zweite Kollektion machen, aber mir fehlt einfach Zeit für eine neue DB Collection, weil wenn man das macht, muss man sich einfach mal so 2 Wochen Zeit nehmen, wo man sich nur auf das fokussieren kann und dann könnt ihr keine YouTube-Videos machen, keine Streams machen, keine TikToks machen und vor allem den Podcast könnt ihr auch nicht machen. Das heisst, ich muss irgendwann ein Fenster finden, wo ich sage, yo, jetzt tue ich mich mal auf das konzentrieren und dann mache ich eine ganze Kollektion. Aber es gibt doch ein paar gute News und zwar gibt es in den nächsten 2-3 Wochen einen kleinen Drop von 50 limitierten Die Different Shirts auf der Webseite. Dort ist ein Design drauf, was es nur bei diesen Shirts wird geben. Ich weiß noch nicht genau, wenn sie ankommen. Sobald sie ankommen, machen wir Bilder auf der Webseite und dann ist es online. Das heisst, wenn ihr wissen, wenn es rauskommt, folgt Die Different auf Instagram @Die Different Official, genau. Wieso lebst du nicht in Zürich? Weil ich in Basel lebe. Wieso lebst du in Basel? Weil ich nicht in Zürich lebe. Nein, doch. Du musst ab und zu lange auf den Bus warten, weil du auf dem Land wohnst. Ich weiss, es ist mega random. Ich sag mal so, wenn ich mit meinen Kollegen auf Basel gehe, dann müssen wir uns am 11 Uhr entscheiden, wenn wir jetzt heim gehen oder wenn wir quasi bis am 6 Uhr morgen in Basel bleiben. Das heisst, es gibt ab und zu die eine oder andere Wartezeit. Aber das Gute ist, ich kann im Notfall noch in mein Dorf rauflaufen und das dauert nur 35 Minuten, das ist doch geil. Was meinst du zum Thema Drogen und so weiter? Ich sage zu Drogen nein. Wieso bist du auf die komische Idee gekommen, einen Schnupf zu machen? Das sind spirituelle Wirkungen, die du zwischen Stopf und Schnauz auswirken. Also das kann sich ein Mensch, der das gar nicht hat, eigentlich gar nicht wirklich vorstellen, was das doch für Auswirkungen auf den Alltag hat. Eine von diesen positiven Wirkungen vom Schnupf ist zum Beispiel, wenn man einen Kollegen antrifft, noch spürt er die spirituellen Waves in der Luft und sagt dann, Bro, du siehst aber hässlich aus. Und das finde ich grundsätzlich etwas mega Cooles und genau darum habe ich den Schnupf. Wann hast du das erste Mal gehabt? Ich habe mein erstes Mal mit 20 gehabt und es ist absolut
Es ist eigentlich nicht mehr so schlecht gewesen. Was ist das Kriminellste, was du je gemacht hast? Ich habe an einer wunderschönen Dame das Herz geklaut. Eine unpopular opinion. Katzen sind maximal überbewertet. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich Katzen hasse, aber wenn ich eine Katze hätte und einen Grill, dann würde ich höchstwahrscheinlich die Katze grillieren. Gibt es etwas, was du nie mit deinen Zuschauern würdest teilen? Meine grillierte Katze, die will nur ich essen. Wenn eine Mutter mit ihrem Kind ein Kind bekommt, ist es nicht der Vater oder der Bruder? Appenzellen, wo sind ihr? Grüße gehen raus an all meine Appenzellen-Inzuchtfamilie. Dreist du den Penis oder dreht der Penis dich? Ich würde jetzt eher mal aufs Zweite tendieren, bin mir aber nicht sicher. Fällt dir nicht etwas? Ich meine, mit Zweitkanal streamen bleibt dir nicht viel anders. Ja, ich habe tatsächlich neben dem allem momentan recht wenig Zeit, um irgendwelche andere Sachen zu machen und das finde ich recht scheiße. Und genau darum tue ich tatsächlich ab dem Dezember, Ende Dezember, Anfangs Neujahr, eine kleine Umstrukturierung machen mit all den Sachen, die ich mache. Ich habe ja den Zweitkanal, ich habe den Hauptkanal, ich habe TikTok, ich habe den Podcast, ich habe den Stream und ich habe Youngbulanz und dann habe ich halt noch kleine Projekte nebendran, wo man auch immer am Planen ist. Und da kommt mega viel zusammen. Zum Beispiel schon nur, wenn man täglich TikTok macht, Bro, da kommt so viel zusammen und ich habe einfach für mich gemerkt, yo, ich muss jetzt langsam einfach mal ein bisschen Prioritäten setzen, was ich will und was ich nicht will und da muss ich irgendetwas anpassen. Was genau es wird sein, weiss ich noch nicht. Schreibt ihr doch mal in den Kommentaren, was findet ihr am nicesten? Mein Hauptkanal, der Podcast, Streams, der Zweitkanal. Schreibt das gerne mal in den Kommentaren, dann kann ich das durchlesen und sehe vielleicht auch, dort könnt ihr vielleicht ein bisschen weniger machen, dort ein bisschen mehr machen und ein bisschen abändern. Ich muss auf jeden Fall etwas anpassen, dass ich nebendran ein bisschen mehr Space für Kollegen, Freizeit und Saufen habe. Wie schon gesagt, ich sage Nein zu Drogen. Was findest du nice, die jetzige YouTube-Zeit oder die guten alten YouTube-Zeiten? Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich die jetzige YouTube-Zeit eigentlich die niceste YouTube-Zeit finde. Früher war alles noch ein bisschen langsamer und so, aber ich fühle die deutsche YouTube-Szene momentan so wie noch nie. Mit dem Knossi, Insgo, all denen, was es dort gibt, kennen sie. Also finde ich wirklich sehr, sehr nice und auch in der Schweiz wird es grösser. Das heisst, ich finde die YouTube-Zeit jetzt eigentlich recht cool. Aber was ich noch viel cooler fände als das, wenn ihr jetzt dem Video ein Like gebt, den Kanal abonniert und die Glocke aktiviert, weil das ist es von dem Q&A. Ich hoffe auf jeden Fall, dass euch das Q&A nicht gefallen hat und dass ihr für die nächste Folge keine Fragen in die Kommentare reinschreibt. Das fände ich sehr nice. Wir sehen uns nächsten Sonntag bei einem neuen Video. Peace und Blümle. Stimmt's, dass du so hässlich bist, dass bei dir nicht mal die Autokupplung kommt? Da